Er hat eine Facebook-Freundschaft mit Agnetha von ABBA. Er hat den Titelsong für Vicky und die starken Männer mit eingesungen und seine Band feiert im nächsten Jahr 45-jähriges Bestehen. Von den Bläckfüß, von den nackten Füßen ist hier Erich Stockloser. Herzlich willkommen, hallo. Herzlich willkommen. Prosit Neujahr nachträglich. Ja, das kann man auf jeden Fall noch sagen. Ihr habt groß gefeiert in der Arena, wie jedes Jahr in den letzten 15, 16 Jahren. Da sprechen wir auch noch drüber. Erste Frage, aber vielleicht würdest du gerne mal wieder barfuß auftreten? Nö. Warum nicht? Ja, immer da hast du spätestens am 5. Auftritt eine Nierenentzündung oder... Nee, das war ein Gag. Wir haben das, glaube ich, auch nur ein Jahr durchgehalten. Und allerdings kriegte der Tommy als Erster damals eine Nierenentzündung und dann war das Thema durch. Aber der Gag hat gefruchtet, der Name war durch und dann konnten wir uns Schuhe anziehen. Ja, also man kennt es auf jeden Fall heute noch. Ihr habt angefangen gar nicht als Bläckfüß, sondern alle in Beatgruppen damals. Du hast mit Peter Schütten bei den Beatstones gespielt, dann gab es die Stowaways vorher. Was war das für eine Zeit damals? Ja, die wilden 68er. Ich meine, da muss man... Das kennt man ja noch, Woodstock und das Ganze, was danach kam. Und wir hatten natürlich nichts Besseres zu tun, als unseren Heroes, als sie da hießen, Beatles, Stones, Searchers, Hollies und ist nur etwas für die Älteren jetzt. So. Die Jüngeren kennen das wahrscheinlich Die gar nicht Beatles mehr. kennen die meisten auch noch. Ja, ja gut, Beatles denke ich schon. Ja, ich denke mal, die wollten wir nacheifern und jeder kaufte sich eine E-Gitarre und Schule oder alles wurde an den Nagel gehangen. Die Zeitaufwand ging nur noch um die Gitarren und um diese Songs und wir mussten dann mühsam an den Musikboxen kleben. Man konnte nicht wie heute im Internet mal eben Lyrics und den Text anklicken und dann hatte man den musste man mühsam aus der Musikbox raushören, nochmal 50 Pfennig einwerfen und dreimal hören. Und dann stimmte der Text eigentlich immer noch nicht. Aber das war nicht schlimm, weil die Leute, vor denen wir gespielt haben, die konnten ja auch nicht besser Englisch als wir. Insofern egalisierte sich das wieder, war nicht so tragisch. Ich wäre es einmal noch, als Graham Bonney, unser Fast-Erfinder, dann mal mit uns gefahren ist und wir haben dann unsere englischen Songs gespielt, als er dann nach dem Auftritt kam und sagte, über was habt ihr da gesungen gerade? Ne? Das war sehr schön und lustig. Habe ich übrigens gestern Abend gesehen, falls Graham zuschaut. War ein schöner Abend, Essen war lecker, super. Graham Bonney, euer Entdecker, der hat euch damals dazu gebracht, auf Kölsch zu singen. Im Grunde ja. Aber ihr seid erstmal unter einem Pseudonym aufgetreten. Als Bläckfüß, oder? Also es war erstmal, ihr hattet einen anderen Namen, oder wart ihr schon als Band da quasi so gefestigt? Also das war also der Bläckfüß, als wir angefangen haben Kölsch zu singen, ging das mit Bläckfüß los. Wir haben aber natürlich lange überlegt, ob es so eine Kombination gäbe, sprachlich, die sowohl Kölsch funktionell war als auch Englisch und Black halt schwarz. Und das ist ja bis heute so. Viele Leute sagen ja immer noch schwarze Füße, weil sie aber nicht wissen, dass Black auf Kölsch nackt heißt. Zähneblecken, kommt vom Zähneblecken. Nein, der Graham, der hat in der Tat, den haben wir mal mitgeschleppt an den Karnevalstagen. Er hatte eigentlich einen Auftritt im Gürzenich, so eine Ballgala. Wir haben dann ihn begleitet als Stowaways und haben aber im Vorprogramm gespielt und mussten dann Karnevalslieder auch spielen, weil halt Karneval war. Und dann haben wir diese üblichen Einmal am Rhein, Du kannst nicht treu sein, Kornblume blau, schau nicht auf die Uhr und diese ganzen Songs von damals. So immer, es gab ja entweder nur einen Marsch oder einen Walzer. Das war es musikalisch, hörte da der Karneval ansonsten auf. Und Graham hat das gehört und fand aber dennoch auch selbst diese Walzer- und Marschgeschichten einfach sagte, warum versucht ihr hier dauernd, goddammit, hier Englisch zu singen? Das schafft ihr eh nie. Ihr werdet nie vernünftig Englisch singen können. Singt doch in eurer Sprache, die ihr könnt, und dann ist gut. Ne? So. So. Das war eine Revolution damals in den Karnevalszählen. Dann haben wir gesagt, ja, wenn er das meint. Aber wir haben ihm dann gesagt, aber nicht mit der Musik. Also dann müssen wir auch irgendwie ein bisschen hier so das crossen. Und so ist eigentlich mit Ringt doch eine mit 1970 so dieser Versuch quasi gelungen, Beatmusik, also Harmonien, die aus der Beatmusik kamen, mit kölschen Texten zu verbinden. Und ja, witzigerweise hat die Schallplatten-Company, ich nenne den Namen jetzt mal bewusst nicht, ne, die waren in Braunsfeld saß die, und die hatten den zweiten Song, also Trinkt einer mit, als wir den vorlegten als Demo-Version abgelehnt. Ach ne, Karneval, so, nein, sorry boys, so, das geht gar nicht. Da sind wir doch in der Tat bei einem Chemieriesen in Ludwigshafen gelandet, die eine kleine Unterabteilung Schallplatte hatten. Und die haben, allerdings muss ich sagen, der Labelchef war ein Kölner. Der hatte das durchschaut und der sagt, ich probiere das.
Und was daraus geworden ist, kann man heute sehen. Letztes Jahr 44-jähriges Bestehen gefeiert, also 4 mal 11 Jahre. Und in Köln kennt man Erich Stockloser. Der ist von Blackfoes. Ja, der sagt mir was. Von den Höhnern. Blackfoes. Sehr charaktermäßig im Kopf, aber sorry, Namen weiß ich nicht. Erik Stockloser. Wenn ein Böckersdorf de Bure op der Hook seid, dann ist gut, ne? Das ist bei einer Kölsch. Auch live erlebt, ja. Wie war das? Ja, super. Wo die auftreten, ist immer was los. Urmitglied und von Anfang an dabei. Ja, Kölner Sänger, bekannte Gruppe. Ich bin seit Ausscheiden von Tommy Engel da ein bisschen zwiegeteilt. Tja. Tommy Engel ist immer noch ein großer Name, ist ein großes Thema immer noch, was die Menschen offensichtlich immer noch bewegt. Dich auch immer noch? Ja, ist ja normal. Ich meine, also ich wundere mich halt, ich wundere mich eigentlich nicht mehr, dass es eben auch nach 20, Tommy ist ja jetzt 20 Jahre von uns weg, immer noch so ein Thema ist. Aber wir müssen natürlich nicht über die Qualität von Herrn Engel diskutieren. Er ist nach wie vor einer der größten, besten Stimmen Kölns für mich, gesanglich, seine schauspielerischen, das ist alles unumstritten. Man muss halt aber auch nur fairerweise dann sagen, in den 20 Jahren nach Tommy, und vielleicht ist das vielen Leuten gar nicht so bewusst, sind also doch auch eine ganze Menge, ich möchte fast sagen Evergreens, der Blackfoes auch ohne Tommy entstanden. Ich nenne jetzt nur immer den Stammbaum, Du bist die Stadt, Bickendorfer Blütchen, Rot und Wies und. Also da ist einiges passiert. Und beide Seiten sind ihren Weg gegangen. Tommy hat das ja dann auch, macht das mit seinem Weihnachtsengel hervorragend, erfolgreich. Seine Nummer Du bist Kölle, müssen wir auch nicht darüber diskutieren. Aber man sollte doch auch einfach akzeptieren, dass aus irgendwelchen Gründen, auch welchen auch immer, es dazu gekommen ist, dass man sich getrennt hat. Ehen trennen sich auch bekanntlicherweise. So, und ich habe zu Tommy auch nach wie vor noch einen guten Kontakt, weil das liegt aber in der Urzeit begründet, weil ich mit Tommy damals in die Band geholt habe und mit ihm quasi die Blackfoes überhaupt gegründet worden sind. Durch diese Aktion, wir haben jahrelang zusammen gewohnt in Porz, wir haben auch zusammen gearbeitet. Damals bei der GEW, Gas, Elektrizitäts- und Wasserwerken der Stadt Köln, heute Rheinenergie. Also uns verbindet eben auch menschlich, persönlich noch einiges mehr. Und darum, wir sehen uns 2-3 Mal im Jahr, haben unseren Spaß. Ich besuche ihn auch schon mal in Holland auf seinem Boot oder so. Wir haben da keine Berührungsängste. Aber ich kann natürlich nicht von allen verlangen, wir waren damals 6 Mann, sind jetzt 7 Mann, dass alle Leute mit Tommy so umgehen, wie ich das tue. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Du hast Porz schon angesprochen, du bist ein Porzer Jung, Bin damals geboren, auch Porz, auf der Couch, damals ja, aber noch kein Krankenhaus in Porz. Ja. aber ein ordentlicher Racker gewesen, als Kind schwimmen gelernt auf dem Rhein. Natürlich. Habe ich gehört, mit den Kähnen. Immer drauf geschwungen, war verboten, wurden die eingeteert und dann hat das nicht mehr so einen Spaß gemacht, weil man dann von oben bis unten schwarz war. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr so vorstellen. Ne? Nein, Was hast du für Erinnerungen an diese Zeit ja, damals? aber ich meine, Zeit bleibt nicht stehen und es hat sich, wenn damals mir jemand gesagt hätte, du bist irgendwann bei Facebook oder das Wort Internet überhaupt benutzt hätte, hätte ich gesagt, was ist? Ja, es ist eine Menge viel. Wir haben uns auch gestern Abend bei diesem Essen nochmal über die Studie, war unser Produzent, der Günter Weber, mit dem ich sehr viel arbeite. Allein die technische Möglichkeit, Schallplatten, damals hatten wir ja noch Schallplatten, für die jungen Leute, das waren so Langspielplatten, so große schwarze Dinger. Ne? Mit einem 4-Kanal-Tonband die ersten Demos aufgenommen, so wie die Beatles damals. Ja, wenn man bedenkt, was heute digital alles machbar und möglich ist, also es ändert sich eben alles, in allen Bereichen, in allen Belangen. Und wenn man bedenkt, dass die Speicherkapazität auf einem Handy heute wahrscheinlich größer ist als die 1969 bei der ersten Mondlandung bestanden hat, dann wissen wir, über was wir reden. Ne? Bist du jemand, der häufig so an vergangene Zeiten denkt? Bist du ein melancholischer Mensch? Häufig nicht, aber man wird zwangsläufig schon mal einfach durch gewisse Situationen immer wieder darauf hingewiesen. Klar, aber ich bin jetzt nicht jemand, der den guten alten Zeiten nachtrauert. Das ist völliger Quatsch. Alles hat seine Zeit und wenn ich auch gerade mit Leuten in meinem Alter, wenn die über Musik reden, ne, die kommen natürlich mit der heutigen Musik, was so im Normalangebot unterwegs ist, abgesehen von mittlerweile ein paar guten deutschsprachigen Schlagern, die ich wirklich toll finde, da hat sich wirklich was getan. Aber jetzt andere, oder nehmen wir jetzt mal Rap oder solche Geschichten, wo dann die ältere Generation null mit anfangen kann und die das, ach
nein, vorher die Musik war ja viel, viel schöner und so. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, glaube ich, mit dem Schönfinden von Musik aus der Jugendzeit sind andere Dinge verbunden eben auch. Also wenn ich bei einem Song meine erste Freundin kennengelernt habe und wir haben darauf geschmust und getanzt, dann ist das eben Only You, bleibt das immer der Song für dich. Und das ist die tollste Musik, die es jemals gegeben hat. Aber das hat andere Hintergründe. Das ist nicht unbedingt nur darin begründet, dass man die Komposition, den Text, sondern da spielen einfach viele Dinge eine Rolle mit. Und so werden die jungen Leute heute genauso, boah, weißt du, bei dem Rap-Song, da sind wir, ging aber ab hier. Ne? Solche Momente gibst du auch deinen Zuhörern auf der Bühne. Wir wollen uns das mal anschauen. Can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Ich denke und manchmal noch kränke, doch wir sind wie wir sind. Wir gehen am Ring, das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. So, jetzt haben wir ein Solo erlebt und mit seiner Band, mit den Blackfoes, an Silvester eine Party gefeiert in der Lanxess Arena mit knapp 10.000 Leuten. Ja. Seit 15 Jahren gibt es das schon vor solchen Auftritten. Hast du da noch Lampenfieber? Sag mal so, also doch eigentlich ja. Also es gibt so 4 Veranstaltungen im Jahr, die für mich persönlich jetzt nach wie vor doch ein anderes Kribbeln hervorrufen. Dazu zählt der wieder aufbelebte Milovic-Auftritt. Eine Woche lang, den haben wir ja mit dem Jubiläumsjahr 2010 quasi wieder neu eingeführt, weil so eine große Nachfrage da war und Leute gefragt haben, auch macht doch nochmal wie früher Milovic. Und das ist auch für uns sehr schön, weil sich auch diese Art der Veranstaltungen geändert haben. Also man hat das nicht mehr so sehr konzertant, wie man das früher konnte, dass man etwas mehr erzählen kann, etwas mehr schauspielerisch, kabarettistisch agieren kann. Ich möchte das nicht negativ bewerten, aber wir nennen das so die Verballermanisierung. Also Party ist doch alles mehr in Richtung Party und so Events, diese Events feiern. So, und darum haben wir gesagt, das behalten wir nach wie vor wieder bei Milovic. Das macht Spaß, da kann man auch mal ruhigere Nummern machen, für alte Nummern von früher, ganz alte, immer wieder nachgefragt wird. Dann gibt es natürlich den Tanzbrunnen, ist auch so eine Art unser Wohnzimmer da im Sommer, wo wir sehr gerne spielen. Die Philharmonie kommt dazu und dann eben die Arena, Silvester. Das sind so diese 4 Eckveranstaltungen, wie die 4 Jahreszeiten, möchte ich fast sagen. Und vor diesen Veranstaltungen, da geht einem schon ein bisschen ab und zu die Muffe wieder so ein bisschen, weil wir das sind andere Bedingungen. Ne? Und gerade jetzt die Arena, wir spielen das in 3 Blöcken, das heißt, insgesamt spielen wir 40 Titel, stehen über 3,5 Stunden auf der Bühne und meistens haben wir dann auch Gäste dabei oder ganz neue Songs müssen, also das ist schon ein bisschen was anderes, das fordert einen schon ein bisschen mehr und dann, ja, also ich stelle dann ab mittags meine Nahrungsaufnahme ein. Da hört man sehr viel Begeisterung raus. Denkst du schon ans Aufhören denn? Scheinbar nicht, oder? Warum sollte ich? Mir geht's gut, ich mache das gerne auf der Bühne. Weder ich noch die anderen wollen oder werden aufhören. Egal, was in den Zeitungen oder in den Medien gesagt wird. Nein, solange wir, wie jetzt auch Silvester, das so wunderbar durchziehen können und uns gesundheitlich alle gut fühlen und der uns das gönnt weiterhin, wird es weitergehen. Die Karten für nächstes Jahr Arena gibt's schon. Also weiß man jetzt schon, dass das kommende Jahr, das 2015, wird man uns weiterhin live erleben. Und solange wir das gesundheitlich, wie gesagt, können und schaffen, wird es keine Auflösung, keine Veränderung, nichts. Also die Pflicht ruft. Jetzt auch erstmal noch natürlich die Session 2015. Ja. Dafür wünschen wir weiterhin viel Erfolg. Und danke für den Besuch hier heute bei uns. Erich Stocklose. Ciao. Danke sehr. Tschüss. Und liebe Zuschauer, das war's von uns für heute. Machen Sie sich noch einen schönen Abend und bis morgen.